Nacht auf dem Killenturm. Eine neue Geschichte von unseren kleinen Freunden rund um Kille Unterseen. Geschrieben und erzählt von Lea Zeiske. Der Herbstwind weht über den Killenhof. Da entdeckt er einen grossen Haufen Blätter und denkt: «Hui, wer hat echt die extra für mich hergetan? Perfekt!» Und schwusch, schon hat der Wind den Haufen in die Luft aufgewirbelt. Daneben steht der Sigrist und stützt sich auf seine Blätterrechen. Er seufzt tief, pickt sich die Blätter, die ihm auf den Kopf gefallen sind, langsam ums andere aus den Haaren und murmelt: «Tja, dann muss ich halt wieder von vorne anfangen mit Rechen.» Oben, in der Luft oben, hört man das Singen von einer Amsel. Und wenn man zulässt, dann denkt man, es tönt fast ein bisschen wie ein Lachen. Es ist nämlich die Amsel Samira, die durch die Luft fliegt und alles beobachtet hat. In der Abendsonne sieht sie alle die Mückli und Flügel, die durch die Luft surren. Und sie muss nur den Schnabel zur richtigen Zeit aufmachen, um ihr Znacht zu schnabulieren. Sie sausen zweimal schnell um den Killenturm, geht in den Stadthausbrunnen ein Schlückchen Wasser trinken und fliegt dann wieder hoch rauf. Und erst beim dritten Mal, wo sie um den Killenturm fliegt, sieht sie plötzlich ein kleines Mäuschen. Es sitzt auf dem dünnen Steinsims unter der Killenturmuhr und liegt auf dem Bauch. Mit aufgestützten Ellbogen und hat ein kleines Buch vor sich. Samira war gerade so im Schwung, dass sie gerade noch mal eine Runde um den Killenturm gemacht hat und auf dem Weg noch ein besonders grosses Mückli in den Schnabel genommen hat. Und dann ist sie auf dem Steinsims hoch oben auf dem Killenturm gelandet. «Hallo Alex, willst du ein Mückli? Ich habe gerade eins frisch gefangen.» «Hallo Samira, ist auch etwa schon die Nachtzeit? Ich bin doch erst gerade hier raufgekommen mit meinem Buch, um mich verstecken, zum Lesen hier oben.» Alex dreht den Kopf auf und schaut über sich auf die grosse rote Killenturmuhr. «Was, schon 23 Minuten ab 6 Uhr? Den habe ich die Nacht definitiv verpasst. Meine 26 anderen Mäusegeschwister haben sicher alles schon Rübis und Stübis weggegessen.» «Wow, du kannst Zeit lesen, Alex!» «Ja, du etwa nicht, Samira?» «Nein, Vögel schauen doch auf die Sonne und manchmal, wenn die Kirchenglocken ganz lang läuten, dann weiss ich, dass Mittag ist. Aber ich habe auch erst ein anderes Tier getroffen, das Zeit lesen kann», sagt Samira nachdenklich. «Aber egal. Dann komme ich doch gerade richtig mit meinem Mückli, oder?» «Oh, danke, Samira. Mein Magen knurrt so laut wie ein Bär.» «Also nicht, dass ich schon je einen Bär hätte hören knurren können. Warte, wie heisst das? Ein Bär hätte können knurren hören. Aber ich stelle mir vor, dass es so ein grosses Tier ist. Und dann würde er so laut knurren, wie mein Magen eben gerade knurrt. Und Alex, nicht vergessen zu schnaufen. Komm, nimm das Mückli. Ich schnappe mir auch noch eins. Und dann können wir zusammen hier zu Nacht essen, okay?» «Okay», piepselt Alex und schlägt ihr Buch zu und sitzt im Schneidersitz gerade drauf. Nicht, dass es noch vom Killenturm runterfällt. Sie sind nämlich schon ganz schön weit oben. Schwusch! Schon kommt Samira wieder angeflattert. «So, Alex, jetzt nimmt es mich aber Wunder. Wieso bist du hier oben mit deinem Buch? Findest du es auch so schön, von hoch oben ab auf die Welt herabzuschauen?» «Nein, nicht wirklich. Ich schaue ja in mein Buch. Da sehe ich die Aussicht gar nicht so gut.» «Ja, aber wieso denn sonst?» fragt Samira. «Ja, weil es der einzige Ort ist, wo ich meine Ruhe habe. Samira, kannst du dir das vorstellen, wie laut und wie trubelig das ist, wenn man 26 Mäusegeschwister hat? Und jedes von denen hat 4 Pfötchen. Das sind, warte schnell, ich muss schnell rechnen. Also genau, das sind genau
104 Mäusepfötchen, die tapseln und kräscheln und über das Holz kratzen. Und dann piepseln meine Geschwister ja auch noch die ganze Zeit. Der Fritzli am lautesten von allen. Nie können sie still sein. Wie soll ich denn da lesen? Und dann kommt die Bora und will die ganze Zeit Verstecke spielen. Und die Hanna will basteln. Und gestern haben sie mir sogar das Buch weggenommen. Darum habe ich genug gehabt und bin heute auf den Kirchturm gekommen. Ja, so? Das verstehe ich sehr gut, liebe Alex. Andere Vögel fliegen ja auch am liebsten im Schwarm um. Das wäre mir aber auch viel zu laut und zu hektisch. Ich bin ja am glücklichsten, wenn ich ganz allein zuoberst auf meinem Birkenbaumspitz sitzen und in den Himmel singen. Du hast halt Glück, Samira. Du hast deinen eigenen Baum. Ich muss mir den Kirchturm mit allen anderen Kirchturmmüsli teilen. Die Sonne ist jetzt schon hinter den Häusern vom Städtli verschwunden. Und Alex schüttelt ihr Bein, weil es auf dem harten Stein vom Kirchturmsims eingeschlafen ist und ganz kribbelig ist. Alex, hast du eigentlich genug zu Nacht gehabt? Ich kenne wiederum nicht so aus, wie viel zu Nacht so ein Müslikind braucht. Also, mein Magen knurrt sicher nicht mehr wie ein Bär. Höchstens noch ganz leislich. Vielleicht so wie ein kleiner Hund würde knurren. Chihuahua zum Beispiel, grinst Alex. Samira muss auch gerade lachen. Dann brauchen wir vielleicht ein Dessert. Brombeeren sind gerade ganz süß. Wollen wir uns eins teilen? Oh ja, Brombeeren sind mein Lieblingsdessert. Wirklich? Meins eben auch. Ich suche uns sonst gerade ein besonderes Süßes, ist gut. Und dann bin ich gerade wieder zurück. Chihuahua. Samira ist zurückgekommen mit einem Brombeere, der so glänzig und süß und saftig war. Man hat nur noch das Schmatzen und Schlucken von diesen zwei gehört. Mit voller runden Bauch sind sie auf dem Kirchturmsims gesessen, die Finger ganz blau und klebrig. «Merci, Samira, und danke für die Nacht. Und danke, dass du mir zugelassen hast. Ich muss, wieder runter. Sonst fragt sich jetzt Mami echt, wo ich bin.» «Ah, gern, liebe Alex. Und weisst, wenn es dir mal wieder zu laut wird im Kirchturm, dann kommst du einfach mal zu mir auf die Birke zu Besuch. Das einzige Geräusch sind dort die Blätter, die man im Wind hört rauschen. Du bist immer ganz herzlich willkommen.» «Merci, Samira. Ich komme sicher mal auf Besuch. Aber jetzt muss ich wirklich gehen. Tschüss!» Und schon klettert das Müsli davon mit einem Buch unter dem Arm.